Hi! Auf die Idee zu diesem Video bin ich gekommen, als ich Folgendes gemacht habe. Der war nur 2 Jahre älter als ich. Richtig, ich lies mittlerweile die Todesanzeigen. Man tut sie, oder besser gesagt ich. Ich kann ja immer nur von mir reden. Ich tue mich leichter loszulassen. Seit einer guten Woche zum Beispiel finde ich einfach nimmer den Schlüssel für meinen Postkasten. Ja, ich habe gesucht, aber ich habe dann auch wirklich geschafft, loszulassen. Früher wäre das auch so gelaufen. Jetzt sage ich mir, ein Haus verliert nichts. Ich muss loslassen. Wenn ich aufhöre zum Suchen, dann finde ich einen. Vielleicht. Und da abends weggehe, verstehe ich mittlerweile Folgendes. Hallo, grüß dich, da ist die Brigitte. Ja, genau. Ich würde gern für morgen Abend einen Tisch reservieren. Für 2 Personen. So spät nicht. 17:30 Uhr? Geht's dir auch so, dass du abends weggehen magst, aber nicht zu spät? Bevor ich aus dem Haus gehe, check ich nochmal, ob ich alles hab. Einkaufschip, Geldbeutel, Karten, Tempo, Einkaufstasche, man weiß ja nie, Handcreme, Wasserflasche, Schlüssel, wenn ich weiterfahre, Zahnputzzeug. Ja, natürlich geht's kurz vorher nochmal auf den Topf. Eine gewisse Abgeklärtheit, Lebenserfahrung macht einen oft relaxter. Man hat alle möglichen Situationen, die so auftreten können, ja schon durch. Man hat es schon erlebt. Und vielleicht ist man deswegen manchmal einfach eher ein bisschen gechillt, von wegen, haben wir alles schon gehabt, ist letztes Mal wieder geworden, wird diesmal auch wieder werden. Wer mir schon länger folgt, der weiß, ich gehe gern raus und ich brauche das allein draußen Schritt für Schritt machen, um meinen Kopf wieder zu sortieren. Handy aus, keine Dauerbeschallung von irgendwoher, das bringt einen auf neue, frische Gedanken. Ich bin gern mit mir allein. Ich kann aus dem, was ich im Kühlschrank finde, noch richtig gutes Essen machen. Eigenes Thema. Ich brauche mittlerweile zur Pflege länger, viel länger als früher. Maske in die Haare, Maske ins Gesicht. Nur kurz ein paar Haare gezupft. Zahnpflege nicht nur mit der Schallzahnbürste, nein, auch mit Zwischenzahnbürstchen, Zahnseide, Superfloss, alles das ist mittlerweile
in meinem Zauberschrank. Frisch geduscht, erst einmal kämmen, Pads gegen die Augenringe. Ja, das wirkt. Dann eine Maske. Ich brauche definitiv viel mehr Produkte. Noch ein paar Haare gezupft. Dann, das ist kein Gebiss, das ist eine Beißschiene. Kleidung kaufe ich teilweise eine Nummer größer, damit es nicht ausschaut wie eine Weißwurst in der Pelle. Phänomenal das Resultat, oder? Jetzt geht's an die Spachtel- und Lackierarbeiten, wie ich immer sage. Erst einmal Grundierung, ganz sorgfältig auftragen, dann wieder von die Augenbrauen das Make-up abnehmen, dann unter die Augen ein Concealer, dann Rouge, Highlighter, ja weiß ich nicht alles hab, Lidschatten, Pflege ins Haar, zweimal durchgestrubbelt, Kajal. Kurzhaarfrisur ist schon was Praktisches. Gelwachsrei, hin und her strubbeln, dann noch die Lippen, die ausgefransten Konturen und ausmalen. Haarspray und fertig! Die Fähigkeit zur Selbstironie steigt mit dem Alter, finde ich. Das geht gar nicht mit dem mittleren Ring. Lieber nix Enges mehr. Ja, besser. Ja, so ist es halt. Klar ändert sich was im Alter. Die Fettpölsterchen, die vorher nicht da waren, verschirmen sie jetzt an Stellen, wo du denkst, hä? Was soll denn das jetzt? Wenn du ganz nah zum Spiegel hingehst, dann siehst du halt jede Furche und jede Falten. Ja, jetzt gebe ich halt mehr Zeit und auch mehr Geld für Pflege. Und bildet mir ein, es bringt voll was. Und ja, der Glaube versetzt ja tatsächlich oft Berge, gell? Und das ist, finde ich, auch das Schöne, dass man herzlich über sich selber lachen kann. Früher war ich so damit beschäftigt, perfekt sein zu wollen, dass ich das gar nicht zugelassen habe. Aber jetzt kann ich wirklich mich köstlich über mich selber amüsieren und auch lustig machen. Ich habe ja vorher gesagt, man wird gelassener und lockerer. Einerseits. Andererseits stehe an mir, je älter ich werde, eine gewisse Dipfischeißerigkeit. Fest. Falls jetzt Norddeutsche dabei sind, die des Bayerischen nicht mächtig haben, Dipfischeißerisch, das so korinthenkackerisch, so ja, pedantisch, was manches betrifft. Mir ist es aufgefallen bei der Buchung des Urlaubs. Früher habe ich geschaut, billig, Zimmer, Pool, fertig. Irgendein Riesenklotz mit Hunderten, Tausenden von Zimmern, es war mir alles wurscht. Die Qualität des Essens auch, weil wenn man jung ist, dann sieht man das alles anders. Jetzt läuft schon die Buchung, die ich natürlich nicht online mache, sondern telefonisch persönlich. Ach so. Ja, hallo, jetzt hätte ich doch noch mal eine Frage. Und zwar, ich habe also ein Doppelzimmer zur Alleinnutzung. Und wie breit ist das Bett? Aha, ja, das passt. Und Fernseher? Kühlschrank? Ja, okay. Und was genau ist im Zimmer vorhanden? Sind da genügend Kleiderbügel? Ja, super. Und nochmal zum Bett. Ist es recht hart oder eher weich?
Ja, lieber Hertha. Aha. Ah ja, so ein Topper. Aha, gut, wenn ich sowas haben kann. Und haben Sie dann ein zweites Kissen? 3. Okay, super, prima. Ja, nein, ich glaube, das wär's jetzt. Ja, ich freue mich. Wiederhören. Was Urlaub und Komfort betrifft, mache ich nimmer gern Abstriche. In so einem semi-sauberen Hotel in einem der reinsten Zimmer, das gangert für mich gar nicht mehr. Dann lieber nicht. Ich brauche einen gewissen Standard, ein gewisses Level an Sauberkeit. Das Essen muss passen, das Schlafen muss passen. Es darf nicht zu laut sein. Ja, das sind alles Sachen, die einem eher egal haben, wenn man jung ist. Klar, weil dann machst du halt egal und bist vielleicht selber diejenige, die laut ist. Dickfischeißerisch bin ich auch, wenn es um so Sachen geht, wie dass in einem Supermarkt etwas im Angebot ist und wird aber zum regulären Preis verkauft. Dann ist mir das nicht so blöd, dass ich da hingehe und im freundlichen Ton sage, Entschuldigung, schauen Sie mal, das war im Angebot gewesen für 89 Cent und jetzt haben Sie es aber für 1,48 berechnet. Eigentlich immer ist es dann so, dass gesagt wird, oh, Entschuldigung, natürlich kriegst du das Geld raus. Oder auch wenn jetzt zum Beispiel in einem Netz Orangen eine faulig ist, dann sage ich das. Das war mir früher viel zu umständlich und viel zu blöd gewesen, aber mittlerweile setze ich den Spruch um, den ich meinem Mitbewohner immer eingeimpft habe, nämlich entweder du machst das Maul auf oder ein Geldbeutel. Genauso, wenn ich irgendeine Abrechnung nicht verstehe, dann läuft es in der Regel so. Ja, hallo Christiana. Folgendes, können Sie mir den Posten 3 auf der Rechnung nochmal etwas klarer erläutern? Die Kosten erscheinen mir nämlich ein bisschen hoch im Vergleich zum Vorjahr. Oder, der Vertrag läuft jetzt aus, haben Sie für mich einen neuen, günstigen, ja, ja, das ist schon mal ein Angebot. Können Sie da noch irgendwas drauflegen? Es ist mir nicht zu blöd. Und wenn du dir jetzt denkst, mein Gott, das war Geschießmacher wegen Kleinigkeiten. Kleinvieh macht auch Mist. Mit diesen gesparten teilweise Centbeträgen fahre ich dann wieder in Urlaub. Kommt nämlich alles in Schweinchen. Ja, klar, das ist ein aussortierter Socken, der labbrig ist und einfach wirklich nimmer schön. Den schmeiße ich aber nicht weg. Der kommt nämlich in diese Schublade. Da sind so einzelne, löcherige, ausgewaschene, kaputte Socken und die werden dann zum Schuheputzen verwendet. Ich habe es schon mal in einem Video gesagt, ich bin sehr viel unbequemer geworden. Nach wie vor bin ich nicht schlagfertig. Das heißt, in einer Situation, wo jemand grenzüberschreitend oder einigermaßen respektlos sich verhält, da stehe ich oft ziemlich baff da, so, und weiß nicht, was ich in dem Moment erwidern soll. Aber was sich jetzt geändert hat im Gegensatz zu früher, ich gräme mich nicht ewig drüber und frisst es in mich rein. Es kann also sein, dass ich sage, wie sie letztes Mal mit mir umgegangen sind, das war im höchsten Maß unfreundlich und respektlos. Meistens kommt dann ein, oh, Entschuldigung, ich hatte einen schlechten Tag oder sowas. Oder brauchst du irgendwas von mir?
Warum? Ja, weil du meldest dich doch sonst nicht. Hätte ich früher nicht gemacht. Hätte ich mir nicht traut. Das bezieht sich auch auf eindeutig zweideutige Angebote des anderen Geschlechts. Seltsamerweise passiert es mir, seit ich eigentlich kein Interesse mehr am anderen Geschlecht habe, oft, dass jemand Interesse an mir zeigt. Meistens aber in einer Art, die ich unangenehm finde. Neulich hat einer zu mir gesagt, er würde sich dann einmal im Sommer in seinen Sportwagen setzen. Das musste er natürlich anbringen, dass er da so ein tolles Cabrio hat und mich besuchen. Manchmal vergiss ich was, aber jetzt müssen sie mir helfen. Habe ich sie eingeladen? Ich sehe mich als ganz normale Frau und deswegen ist es für mich manchmal ein bisschen befremdlich, wenn ich merke, jemand kennt mich durch meine Videos und hat vielleicht das Gefühl, mich ganz gut zu kennen, was aber nicht der Fall ist, weil gut kennen beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und dann passiert es mir schon mal, dass jemand sagt, ich hätte da einige Fragen. Darf ich einer die stellen? Und dann sage ich, ja, stellen können Sie es mir schon, aber ob ich es beantworten werde, das werden wir dann sehen, wenn ich die Fragen her. Das Geschirrtuch, ja, das ist löchrig und kaputt, das kann man natürlich nicht mehr hernehmen. Nein, wegschmeißen tue ich das nicht. Das wird degradiert. Für irgendeinen starken Schmutz kann man das noch brauchen und danach schmeiße ich es weg. Ich muss gar nichts, nur sterben irgendwann einmal. Das ist etwas, was ich auch mittlerweile total verinnerlicht habe. Das heißt, ich muss nicht schneller machen, wenn jemand hinter mir rumhudelt. Meistens sind die Hudler auch nicht schneller als die, die in Ruhe etwas abarbeiten. Was manches betrifft, bin ich auch langsamer geworden, aber einfach auch, weil es geht, weil ich es kann. Das heißt, früher habe ich nicht so gern gekocht, weil da war es so, dass ich irgendwie um 1:45 heimgekommen bin und um 1:45 stand mein Sohn da und hat gesagt, was gibt's zum Essen? Jetzt habe ich Zeit zu überlegen, was ist im Angebot. Ich koche grundsätzlich Sachen, die gerade im Angebot sind. Was mache ich? Wie mache ich es? Grießnockelsuppen, Putencurry. Aus dem Reis von gestern habe ich mit Zwiebeln, Käse, Thunfisch und Gemüse frittierte Reisbällchen gemacht. Und dann ist es halt so, dass ich fertig bin mit dem Kochen und gleichzeitig auch schon die Küche so weit aufgeräumt, dass einfach nur noch die Teller, Gläser und Besteck zum Abspülen sind. Ich lasse mich nicht mehr von anderen vor sich herschieben. Ich lasse mich nicht mehr hetzen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir sagen würde, geht das nicht schneller, dann würde ich sagen, nein, es geht nicht schneller. Ich mache jetzt da eine Klammer rum, um das ganze Thema, über das ich gerade gesprochen habe. Das fällt nämlich bei mir unter, ich bin so sehr ich, wie ich es noch nie war. Ich kenne mich, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Eigenheiten und kann ganz gut damit leben. Pfiat Gott, also das mache ich heute nimmer. Viertelstunde später, besser. Die Rechtfertigung für mich selber. Da muss ich es morgen einfach nur noch aufräumen. Ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder Leute getroffen, die mir sagen wollten, wie ich zu leben habe. Ich würde nicht sagen, dass das Leben mich hart gemacht hat, aber wer versucht, an mir rumzudoktern oder mich zu verändern, der beißt auf Granit. Das, was Menschen zu mir sagen, ist zu 99% ihr Problem, nicht meins. Ich bin ehrlicher geworden.
wenn es darum geht, offen zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Also, wenn zum Beispiel mich jemand fragt, hast du Lust zum Brunchen zu gehen, ist die Antwort eher nein. Ich mag morgens, weil ich da noch sehr aktiv bin, meine Gymnastik machen, mich bewegen, rausgehen und eher nicht sitzen. Das bringt meinen ganzen Tagesablauf durcheinander. Oder irgendwie in ein sauteures Konzert oder Theater gehe, da mache ich dann lieber tagsüber einen Ausflug, bei dem ich mich ganz viel bewegen kann und bei dem ich neue Eindrücke kriege. Also was das betrifft, formuliere ich ehrlicher, was ich will und was ich nicht will. Wo ich aber etwas vorsichtiger und zurückhaltender geworden bin, das ist beim Auskunft geben. Viele Leute fragen dich ja nur nach deinen Befindlichkeiten, was du machst, etc. Einfach um es zu wissen, nicht aus persönlichem Interesse, sondern um es womöglich auch weiter zu erzählen. Weil manche Leute beziehen ja ihren Gesprächsstoff aus dem, was sie von anderen Leuten wissen. Da muss ich sagen, schaffe ich es mittlerweile ganz gut, Menschen an der ausgestreckten Hand verhungern zu lassen. Also wenn ich merke, jemand will mich nur, bei uns in Bayern sagt man ausflascheln, also aushören. Kann sein, dass von mir ganz einsilbige Antworten kämen wie Mei, das weiß ich jetzt noch nicht, schauen wir mal, was passiert. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, früher habe ich tatsächlich öfters mal aus Angst, etwas alleine machen zu müssen, mit jemandem eine Verabredung getroffen, die oder den ich gar nicht so toll fand. Mittlerweile habe ich gelernt, dass es oft besser ist, allein Dinge zu machen, als mit der falschen Person. Einerseits bin ich konsequenter geworden und andererseits bin ich oft auch total inkonsequent. Das heißt, ich sage vielleicht Vormittag noch, oh, jetzt muss ich aber sparen und ja, bin ja sparsam beim Einkauf etc., obwohl ich natürlich schon auf Qualität achte. Und andererseits kann es sein, dass mir jemand anruft, ob wir abends essen gehen, was ich ja total gern tue, und dass ich dann sage, ach ja, scheiß drauf, bin ich dabei. Je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass die Basics, sage ich jetzt mal, immer eine größere Wichtigkeit in meinem Leben einnehmen. Essen. Ich sage immer, Essen ist der Sex des Alters, und in meinem Fall stimmt's auch. Ich esse einfach wahnsinnig gern. Schlafen. Guter Schlaf ist einfach das A und O. Jeder, der hin und wieder Schlafstörungen hat, weiß, wovon ich rede. Also Essen, Schlafen, natürlich, dass man gerade keine Schmerzen hat. Jeder in unserem Alter kennt das auch, wenn es hier und da zwickt und so. Solange es nichts Schlimmes ist, geht's noch. Ich brauche einen gewissen Tagesablauf, wie ich schon gesagt habe. Ich muss morgens mich viel bewegen, bin morgens am fittesten. Da mag ich meine Gymnastik machen, da mag ich gehen, da mag ich alles erledigen, wo man ein bisschen ein Hirn dazu braucht. So hat halt jeder seins. Was ist es bei dir? Was hast du für Eigenheiten im Alter entwickelt, die jetzt stärker ausgeprägt sind oder vielleicht erst gekommen sind, seit du 50, 60 plus bist? Ich werde auch immer schrulliger. Na, also das jetzt, das meine ich nicht. Das ist bloß eine Maskerade für einen Faschingszug.
seit ich mich nicht mehr so sehr darum kümmert, was andere machen, was die sagen, wie die leben, fällt es mir auch relativ leicht, mein eigenes Leben nach meiner Fasson zu leben. Einfach leben.